Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft. Ein Minecraft-Movie läuft aktuell am Kino. Den Trailer hat mir schon nicht so extrem gut gefallen. Aber ob der Film da vielleicht auch etwas ist, das gucken wir uns an dieser Episode an. Das ist schon mal eine grosse Merci an Kinepolis für die Unterstützung von dieser Episode. Die können 2 Tickets von der Kino gewonnen. Erzählt man ganz einfach, was ihr Lieblingsvideospielverfilmung ist, aber da bist Chance, sie dir schon mal dabei. Dazu will ich mich noch entschuldigen, meine Stimme ist ein bisschen aufgeschlagen. Ich hatte die letzte weil fern nochmal das kämpfen. Und da könnt die Episode ein bisschen mehr spät. Weil, ja, wenn kein Ton rauskommt, kommt kein Ton raus. Das ist halt kacke. Nee. Ein Minecraft-Movie war ich mal trotzdem gucken. Und was soll ich sagen? Ich war ziemlich negativ angestellt für die gucken zu gehen. Ich habe gedacht, das kann jo mal nicht mehr schief gehen. Was willst du dann über das Spiel erzählen? Minecraft bietet ja nicht wirklich eine Story, die in einen Film umwandeln kann. Da kannst du mal so ein bisschen ein Jumanji-Feeling gehen, den man nicht wirklich zugesucht hat. So, da komme ich aber aus dem Kino raus und muss sagen, ich war aber positiv überrascht. Der Film ist natürlich kein absolut Meisterwerk, aber trotzdem, das, was der Film will machen, möchten eigentlich ganz gut. Und das auf jeden Fall mit Minecraft-Fans aufholen und einen guten Humor bringen. Weil das muss dir erst bewusst sein, wenn da mit Minecraft gut nicht aufhängen könnt, da werden halt ganz viel Witze hannen auffallen. Der wird da ganz oft da sitzen und ist einfach froh, wie random ist das dann alles. Mehr für Minecraft-Fans ist definitiv genug Material dran. Dann hört man das Zusammenspiel zwischen dem Jack Black und dem Jason Momoa wirklich immens gut gefallen. Die zwei verbreiten an dem Film so dermaßen Chaos, man so Quatsch, dass ihn einfach nicht mehr drüber lachen muss. Für den Jason Momoa hat mich überrascht, weil ihn der eigentlich als einer Rolle gewinnt, das wie so ein klamaukisch Rolle wie an Minecraft, weil er spielte wirklich ein absolut quatschisch Rolle. The Garbage Man, wie sie ihn nennen, ein Typ, den irgendwann in der Vergangenheit bei irgendeinem Videospiele-Konkurs gewonnen hat, an seine ganze Existenz darüber aufbaut, er meint nach immer ultra relevant zu sein. Da geht ganz viel gespielt, und da kommen ganz witzige Situationen. Ein Typ, den einfach immens überhirflich ist und eigentlich nicht viel zu bieten hat. Das bietet natürlich große Nährboden für richtig quatschige Situationen. Und das ist der große Fokus hier am Spiel. Fanservice an Humor. Das sind die großen Selling Points von diesem Film, die mehr wollen noch nicht sehen, und das möchten auch recht gut. Das wird ihr auf jeden Fall von der Reaktion am Publikum hören. Hier waren wirklich divers Lacher zu hören. Vor allem Kanner hatte ganz viel Spaß mit dem Film, und dann ist das ganz doch eigentlich schon gelungen. Auch von der Optik war ich tatsächlich überrascht. Das Ganze so Plastilins-Look, der wirklich schön irgendwie haptisch ist, den irgendwie richtig gut greifbar ist. Das CGI hat mir halt wirklich viel Spaß gemacht. Den hat so halt wirklich eine schöne Welt kreiert, an denen sich einfach gute Raffer setzen kann. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Da war ich überrascht, dass sie das so gut hingekriegt haben. Du hast wirklich den Flair von Minecraft richtig gut rüber transportiert gehen. Da kommen wir zur Story, die ist einfach vergessenswert. Die ist Mittel zum Zweck. Für mich wirkt es so, dass er einen Minecraft-Film machen, da paar witzige Ideen hat, paar witzige Szenen hat, und sich dann dabei eben Story rundherum gestreckt hat. Mir das ist nicht schlimm. Die Story ist auch nicht großartig langweilig, aber auch nicht großartig überraschend. Das ist schon bei einer Stunde 40 Minuten, wann Humor da nicht immer so zündet, kann der Film aber platzweise ein bisschen lang gehen. Ein Minecraft-Movie ist so mal ein kurzweiliges Erlebnis, was den guten Moment wegschwellen kann, wo man den sich kurzfristig ein bisschen amüsieren kann, aber wahrscheinlich auch nicht extrem lang am Gedächtnis wird bleiben. Wenn man also Minecraft-Fan sieht, und auch richtig Bock hat, ob richtig quatschische Film, den absoluten Nonsens verbrät, dann ist Minecraft genau der richtige Film für euch, und da könnt ihr wirklich ganz viel Spaß da holen. Das scheint es einfach, dass der Film auch nicht mehr will sehen. Und das ist ganz okay. Du wird der Film trotz Menge absoluter Skepsis am Anfang eine halbwegs Empfehlung, eben mit den gewissen Konditionen, die da muss erfüllen. Weil wenn der den nicht erfüllt, dann hat er gut keinen Spaß mit dem Film. Dazu und ich direkt. Du vergisst nicht an den Kommentaren eure Lieblingsvideospielverfilmung zu nennen, und erzählt mal ganz gerne, wie ihr dem Minecraft-Movie gefallen hat. Und in dem Sinne verabschiede ich mich schon und wünsche euch noch ganz viel Spaß im Kino mit einem Minecraft-Movie. Ciao!